Wenn wir Folge 2 machen von Bintang erklärt. So, Messi, wir sind wieder da bei Bintang erklärt. Und du bist immer so im Kontrast. So. Okay. Ich habe mir das gedacht vom Track Nothing. Das heißt ja, die Musik läuft nicht mehr, ich bin der Einzige, der nicht sitzt. Was meinst du damit? Ja, also es gibt ja das Spiel, das man mit Kinski gespielt hat. Die Reise so, nach Jerusalem. Ich weiß nicht, Oder? wo man so um die Stühle rumrennt. Immer einen Stuhl Nachher stellt die weg. Musik ab. Ja, Reise nach Jerusalem. Ja, voll. Und der steht, hat verloren. So. Und das erklärt ja eigentlich schon. Was sag ich genau? Du bist der Einzige, der nicht sitzt. Die Eben Musik ist so. am Spielen, ich bin der Einzige, der nicht sitzt. So, ich fühle mich so ein bisschen Als verloren. Als verloren. Weil es geht ja genau im Track geht es darum. Also, du machst Musik und es macht dich glücklich und so. Und du brauchst einfach nicht mehr, aber trotzdem ist es immer so im Kontrast zu deinen Selbstzweifeln, oder weißt. Weil das Problem ist ja, dass so Musik heute so keinen gesellschaftlichen Wert mehr hat. So. Er wird Ja. nicht mehr anerkannt. In einer kapitalistischen Gesellschaft, wo alles auf Gewinn maximiert und wo alles, jedes Produkt einen Wert in Geldform bekommt. Okay, ja, jetzt übertreibst du ein bisschen. Das ist Musik halt nicht. Also ich meine, wir haben ja Konzerte und es wird schon auch anerkannt. Ja, aber du musst es im grossen Rahmen denken, weißt. Okay. Also nicht genug Wert einfach. Ja, es ist nicht. Es geht auf die eine Seite geht es um Wertschätzung, so ideelle, normative Ja. Wertschätzung. Und auf der anderen Seite geht es um Geld. Es ist einfach so, du brauchst Geld zum Leben. Ja. Und es ist für die Gesellschaft halt gefährlich, wenn du Und die Kunst nicht wenn du wertgeschätzt mit wird. Kunst so umgehst, dass du von Kunst nicht mehr gut leben kannst. Ja. Das heißt, sie hat einen Stellenwert und man vergisst so, dass ja Funktion erfüllt nichts, was voll Voll. wichtig ist. Sie tut nur noch eigentlich unterhalten. Ja, aber nicht nur unterhalten. Das ist so, Kunst ist nicht nur Entertainment. Nein, natürlich nicht, Kunst aber hat so es läuft auf das raus, dass es dann eine eigene einfach... Perspektive auf die Gesellschaft. Eben, aber die Leute zahlen nur noch für Kunst, die sie unterhalten, nicht für Kunst, die sie reflektieren. Ja, voll. So in dem Sinn, meinst du? Ja. Das ist das Problem, weil dann Künstler haben nicht die gleiche Möglichkeit, um mal etwas auszuprobieren. So. Das ist halt riskant, oder? Ja. Das ist ja... Und das geht in dem Satz. Das ist super. Sehr viel Inhalt reingepackt. Danke auf jeden Fall. Vielleicht noch die Meinung von unserem Aussenkorrespondent Ich habe alles gesagt. DJ Forsyth. Hast du noch eine Frage vielleicht? Nein, ich wollte ihn nur fragen, was er jetzt so dagegen macht. Also stellst du einen Stuhl an oder bleibst du da? So in dem Style. Ja, das ist das Ding, ich kann es nicht beeinflussen. Das ist genau wie beim Spiel, du kannst die Regeln nicht machen. Oder? Es ist einfach so, die Musik ist fertig und jemand ist da und das hast du verlieren. Du kannst dir nicht so recht nehmen, dir einfach einen Stuhl zu holen und drauf hocken. Das ist die Möglichkeit gar nicht, darum stellt sich die Frage. Du kannst eigentlich den Leuten nur zeigen, dass es fehlt. Ja, Sie müssen den Stuhl machen. Ich kann es reflektieren und Bedürfnisse sozusagen mitteilen. Aber Ist das eigentlich ein direkter Aufruf an Schreiner? ja, ich muss es so sehen, ja. Also, macht Stühle. Merci vielmals. Bitte.